Salut und herzlich willkommen bei Lachsplay. Wie überall so auf der Welt doch, ist leider auch bei uns der Corona nicht ganz spurlos erlernt gegangen. Als Fans haben sicherlich schon gemerkt, dass Jahr kommen manche Episoden raus. Eine lange Zeit, wo wir leider nicht filmen konnten, dafür aber viel Zeit hatte für Spieler zu spielen. Wir dürfen aber leider auch vielleicht ein paar von den großen Highlights vom Jahr, und eher persönliche Highlights, bis sie nicht bei uns zurückgekommen sind. Da wennst du mal previously not on Lachsplay, wo man pur von den Spielern aber ein Obwärme für zu präsentieren. Zum Beispiel Resident Evil 3, Doom Eternal, Nioh 2 oder Final Fantasy 7. Also, wenn ihr euch schon desabonnieren wollt, weil wir eure persönliche Liebling vom Jahr nicht an unserer Show hatten, wenn ich geliebt desabonniert, da ist ja nicht gibt eine Chance, vielleicht ist ja heute noch ein Erdspiel vom Jahr dabei. Aber wenn natürlich nicht dabei ist, dann könnt ihr es nochmal desabonnieren. Die werden ein bisschen was verpassen. Wenn ich geliebt, macht das nicht. Macht nicht. Wenn auf viel Bluter gemetzelt steht, für den ist natürlich Resident Evil hat man doch gesagt. Also Resident Evil 3 hat nicht so viel Bluter gemetzelt wie Doom Eternal. Da war jetzt zum Doom Eternal recht gesagt, weil Doom Eternal das Schlachthauses, blutest und gemetzleres Spielers, da man das ja raten. Und Resident Evil ist ja wirklich stehen, den direkt mit der Tier an das Haus fällt. Also du, das ist ja kurz, aber Doom, für die Dinge. Das fucking Doom, das steht für Bluter. Nee, Resident Evil, also definitiv. Doom. Resident Evil. Doom. Resident Evil. Doom. Resident Evil. Nioh 2. Okay. Nioh 2. Nioh 2. Praktisch pünktlich für den Lockdown am März des Jahr kam Nioh 2 als Exklusivtitel für die PS4 raus. Das neue Spiel von Team Ninja hat sicherlich viele Gamere geholfen, das Event am Frühjahr zu überbrücken. Nioh-Franchise ist seit dem Release vom Vorgänger 2017 als von den mehr erfolgreichen Souls-Likes oder auch noch als Japano-Souls bekannt. Wie war das Nioh wirklich und was für Neuerungen bringt als diesen zweiten Teil? Das Setting ist effektiv so japanisch wie es nicht mehr geht. Wir sehen eine Story über Charakteren, Schauplätze, Folklore, Waffen, Gezei und auch der Soundtrack vergisst nie, wo die Geschichte spielt. Interessanterweise probiert die Story von Nioh sich an die reale Geschichte vom kriegsgeploten Japan vom 16. Jahrhundert zu integrieren. Weil das aber für ein Fantasy-Action-Game zu banal wäre, feiert heute die Lied vom Krieg dazu, dass unmussig Dämonen auftauchen, am Spiel Yokai genannt. Und auch Menschen können durch magisch Stein sogenannten Amrita, am mächtig Yokai verwandelt gehen. Denen stellen sich die couragesten Kämpfer mit Hilfe von Magie, legendäre Waffen, Schutzgeister und dem Segen von diversen Göttern an den Weg. By the power of cheese! By the power of bacon! By the power of processed meats! Als Protagonist ist dafür auch hauptsächlich als Dämonenjäger NRW, besicht über das Spiel voller viel historische Plätze, trifft historische Persönlichkeiten und hält historische Schlüchten teil. Weil die Story sprunghaft von Mission zu Mission erzählt wird, das teilweise just über Textboxen und oft von historischem Event zu historischem Event rennt, ohne sich viel Zeit für die Charaktere zu lassen, kann ich hier leider nicht von einer fesselnden Geschichte schwätzen. Nioh 2 hat zwar seine Momente, mit größtenteils geht unser Protagonist einfach rundherum geschickt für Yokai zu killen. Und auch wenn Nioh keinen Satz für Geschichtsunterricht bietet, so kann ihn aber am Spiel viel Lore freischalten über historische Charakteren, Clans und die verschiedenen erlöschten Yokai. Und dabei haben sie über japanisch Folklore und Geschichte lehren. Der Gameplay von Nioh wird gern als Souls-like bezeichnet, aber das stimmt nicht zum Teil. Sicherlich ist das Spiel nicht gerade leicht, der Stamina-Balken limitiert als Bewegungsfreiheit, nur 2 bis 3 Treffer sind tot und den Tod wird auch bestraft. Zählen Levelpunkte sie fort, es spawnt beim letzten Bonfire Schrein und muss nicht alles ansammeln gehen. Han hat all Eck an den Tod lauern, an den verwinkelten Maps geht es viel zu entdecken und Aufkürzungen wollen freigeschaltet gehen. Mit Nioh 2 kann ich sich dann auch neuerdings bis zu 2 weiter Spieler als Helfer beirufen, für eine bessere Chance gegen die mächtigen Gegner zu holen. Thanks, bro. Hey, we're bros, bro.
That's bro. Bro for bro. Op der anderen Seite ass awer och d'Handschrift vun Team Ninja, de Macher vun Ninja Gaiden an Dead or Alive klar ze erkennen. De liicht anime inspirierte Figurendesign kenint direkt vun Ninja Gaiden iwwerholt sinn, d'Waffekategorie vun Nioh entsprechendem Wafferaster vun Ninja Gaiden, an den extrem schnellen an dynamische Kampfgameplay, die fir verschiedene Komboen Insektereflexer verlangt, erinnert méi un den Hack and Slay, wéi hun de méi schwéierfällegen a realistische Kampfdesign bei Dark Souls. Och huet een Hack and Slay typisch e Supermodus, mat dem e kurzzeitig filmi stark gëtt. E méi egent Kampfelement ass do géint, dat all Gegner och Bossen genau wie de Spieler e Stamina-Balken hunn, die sich erschöpfe kann. Hört de Gegner keng Ausdauer méi, da kann sich kurzzeitig gönnet méi géint der Sucre verwirren. Schlussendlich biet Nioh 2 aber auch een unwahrscheinlich große Schwauenindividualisierung. Egal ob Ästhetik oder Kampfstil, der ist für ass immens. Cape weis frei vom mischbar Rüstungsherz vu mir liicht bis mi schwer, inklusiv DLCen, 12 verschiedene Waffentypen, an all Waffentyp hue den egene Skilltree an dosende verschiedene Waffen unzubieten. Mit all Waff kann ihn dann auch nach an 3 verschiedenen Haltungen kämpfen, von schnellen erleichten Attacke bis zu lösener schweren Ugriffer. Als Support ginnet danach Schosswaffen, magische Attacken, Buffs, Debuffs, über 20 verschiedene Schutzgeister, die also Supermodus beeinflussen, an unzählige Ninja-Künste, mit denen zum Beispiel Gegner Fälle gestalten können. Hatte schon erwähnt, dass all Waff-Equipment und Accessoire mit einem Level und zufälligen Effekten du hier könnt, die verbessert oder geändert gehen können. Und dann noch der Loot. Oh my, so much Loot! Praktisch all Gegner droppen das, all Chests und all Map holen das, und nur all Missionen kann ich locker 10 bis 20 Minuten just damit verbringen, sein Inventar auszumischen. Das erinnert schon echt an Spieler wie Diablo. Ganz neu bei Nioh 2 ist allerdings der Character Editor. Wurde bei Nioh 1 nach einer festgelegten historischen Figur gespielt, so als in das Kehr ein frei kreierte, stumme Protagonist ohne Namen, den unerkannt seinen Beitrag zur Geschichte leistet. Das Kampfsystem kriegt auch nach ein bisschen mehr Variation in Form von Yokai-Attacken. Gekillte Yokai hinterlassen hier Essenz, und die kann equipiert gehen, für selber die Yokai kurz zu rufen und angreifen zu lassen. Nioh 2 ist also schlussendlich echt ein Mix aus verschiedenen Action-Game-Formeln, die mit einer relativ langen Story, viele Sidequests und Tonnen und Optionen für außerhalb von den Quests sein Spielstil anzupassen, also seine Stats und Skills zu verbessern, Spielspaß für locker über 60 Stunden gibt. Und plus goufen nach über die Jahre 3 DLC nachgereicht, die neben neue Maps und Gegner auch neue Spielelemente für mehr hohe Schwierigkeitsgrade bieten und damit den Wiederspielwert verstärken. Wie schon Nioh 1 gespielt hat, wird sich hier direkt daheim fühlen, was mich allerdings auch zu meiner größter Kritik bringt. Es gibt wirklich nicht viele Änderungen gegenüber dem ersten Nioh. Und das meiste sind kleine Quality-of-Life-Verbesserungen. Nioh-Veteranen werden teilweise das Gefühl haben, nach ein den ersten Nioh zu spielen. Von der Grafik, über die Waffe, Movesets bis hin zu vielen Gegner und sogar verschiedene Bosse gouf kräftig aus dem ersten Teil recycelt. Also sogar der Großteil von den Waffen und Rüstungen gouf schon 1:1 so am Viergänger. Jeder Rängen, den aber nach kein Nioh gespielt wird, an etwas für herausfordernd Third-Person geschnetzelt, mit starkem Loot- and Leveln-Element übrig wird, kann ich Nioh 2 als ein verbesserter Nioh 1 mit noch mehr Content sicherlich empfehlen. Für seine Suche kriegt den Hai ein wirklich groß und technisch proper Spiel geboten, das auch Anfang Februar an einer Complete Edition mit allen DLCs rauskommt. Das Geschichte sich gerne wiederholt, ist ja schon seit langem kein Geheimnis mehr. Da hat Capcom sich auch geduld, an am Platz Resident Evil 3 ein Remake zu spendieren, wo es alle wegbläst, an den 2 Make wie für ein Vollschub Caillou wie geläst. Ja, da krut mal der Tote. Half gebackt, halb dürbel? Ne? Danke mal für dich Stammul mit dem guten Nun, ihr dich mein ganze Frust drauf klar gewährt an. Ihr da mich gefragt, wieso? Gott mich mit billig wie Psycholog, ja? Anyway, dir seht mal am Jill Valentine, nur den Eventer vom ersten Resident Evil Raccoon City in NRW.
an wëlt mat de gesammelte Beweiser géint d'Umbrella Corporation virgoen. De Plan klingt jo net schlecht, wann du net grad Staat vum Virus befall wie, an en 2 Meter Pubelsäck mam Numm Nemesis ihr Schnittgrad fehlt seg fauscht zu Banne weisen. Beim Fluchtversuch trifft Jill op den Carlos Oliveira aus seg Umbrella Taskforce, die den Auto nesessen Drecksau zeieren. Ech muss dabei soen, sie 200 am Verglach zum Original eng wesentlich besser Chemie zu nehmen. An noch hier Dialoger wirke so, als hätten richtig Mënschen die ausgeschwert. Do kann noch gerne mal dem Carlos sei Bad Hair Day vom Joer ignorieren. Dory Engine sucht doch dafür, dass das ganz auch ziemlich flott ausgesehen an. So geht dat mans noch am Ufang ein kleine Atmosphäre abgebaut. So kann lo herrlich mal hin. Also, den Hauptgameplay wird sich seit dem Resi 2 Make nicht viel geändert. Und für Person-Balleren, Objekte sammeln, simple Bossfights hat man alle schon letztes Jahr. Neu als heuer war allerdings, dass der wie am Original ausweichen könnt, aber oftmals wird ein Gefühl, dass es just funktioniert, wenn das Spiel so gerade Bock drauf hat. Nicht viel geändert, also auch allgemein gut Stichwort, weil die ganze Sache fühlt sich nur Resident Evil 2 den Fahrstuhl für sich entdeckt wird. Die hat gefehlt 2 Rätseln am Spiel mit dem Niveau Baby's First Resident Evil. Der Gore hat auch ziemlich zurückgeschraubt par rapport vom 2 an verschiedene Zombies wie Gagenden aus dem 2 Make und so Cash recycelt. Ja, und überhaupt wird Capcom auch am Vergleich zum Original 3 ikonische Elemente wie zum Beispiel der Riesewurm oder der Clock Tower einfach ersatzlose weggestraft. Ja, sogar die Multiple-Choice-Dealer, die den 3 doch so extra gemäht haben, sind rausgeflogen an, falls den Mercenaries Mode sich, ne, den am Resi 3 seine Premiere hat, da sollte man Bescheid von ihrer Fond tut, weil den ist auch weg. Et ginge jo schon bald mengen, dass Capcom ging am Collie wollen und durch all die einzelnen Locations zählen, weil rein gameplay-technisch gesehen, der Tisch auch nicht Cutscenes, kann den Spielern gut 5 bis 6 Stunden aufschließen. Me hey, der Nemesis rett doch bestimmt ein bisschen vom Spiel, ne? Ass doch nicht für neisch, ganz groß im Cover an der Marketing. Ja, eigentlich doch. Ein Ass für 4 bis Sonne Skript, seng Encounters sie kurz, an 2 Bossfights von ihm sie bald identisch. Jo, wat kann da noch so? Also das Original méi ein Actionspiel war, as jo gewusst. Mehr ha hun se der muss nie verdriven, dass zu eng Passage gött, wo der mengt die Gift ohne Witz Left 4 Dead spielen. Und dabei passt die Steuerung net richtig bei de Gameplay. Und seierlech, Capcom, wat du da dabei gedurt? Boah, für die aber noch sollte motiviert sinn, Gott weiß für wat. 20 € können dann noch dafür ausgehen, weil am Care also okay schlecht Spiel. Technisch gesehen kriegt er jo méi vom Resident Evil 2 Make Gameplay. Och wann das mat faule die Verberg an dünn op enger Kusch vu Verarschung zerwehrt gouf. Guten Appetit! Direkt zum Anfang vom Lockdown hatte ich mir nach schnell Doom Eternal besucht, färbst zu zocken, wo während der Zeit daheim. Nachdem sich bei Doom 2016 so anfangs Probleme hat, und ich das Spiel nur einfach richtig an mein Herz schließen können. Da wennst du ich mir, dass Doom Eternal just noch besser gehen kann. Zum Mulz weil ja ganz viele Neuerungen da waren. Tja, das war leider nicht gerade so gut gelaufen. Versteh mich schon nicht falsch, ich fand das Spiel nicht schlecht. Ganz und gar nicht. Es sind so pure Sachen, die mich zufangs ein bisschen frustriert tun. Verschiedene Sachen habe ich ja nur auch so gern gehabt. Andere sind für mich aber bis zum Schluss ziemlich nervig gewesen. Zum Anfang vom Spiel habe ich mir gedacht, ich starte direkt im schwersten Schwierigkeitsgrad. Den letzten Teil hatte ich die auch so durchgezogen, also dürfte das kein Problem sein. Allerdings falsch gedacht, weil ich gerade den ersten Level so derbanschen ist, dass ich mir einfach Gang aufgeschaltet habe. Was Doom Eternal nämlich für seinen Viergänger noch steht, als das The Doom Slayer. Sondern immer ein krass Killermaschine ist mit The Doom Slayer.
kann an Eternal nimi soviel Munition matze schläfe. Dat heescht, immer schein drum oppassen, de viel in iwre schut, an am besten immer die rich Waffe fir de richsche Gegner tipp holen. Falls eng Munition dann awer wirklich zu knapp gëtt, da kann er se Kettesee benutze fir Gegner zu zerschnetzen. Also Rainbow als Muni zu erschaffen. Zufangs as het richtig nervig, mit zum Schluss vom Spiel lehrt den dat Rhythmus anzubauen, aber mit Upgrades kann ich später sowieso noch viel mehr Munition mitzusteuern. Nicht ganz neu bei Doom Eternal, mit geht auch ein großer Fokus auf Movement gelöscht. Wenn er Bewegung bleibt, der gewinnt. Zwischen Dashes, Stangen für sich rundherum zu schwingen oder mal Miethook von der Super Shotgun, wo den du viel auswählt. Und zusammen mit dem Geballers an der Musik entsteht ein richtig geiler Flow. Zur Musik muss ich einfach sagen, dass die nicht ganz so gut ist wie beim Viergänger. Das hört damit den, dass der Komponist, also der Big Gordon, an id Software pure Meinungsverschiedenheiten hatten, mit trotzdem Musik rockt, just halt nicht gerade so viel. Außerhalb vom Kampf gehen es aber auch noch Plattformer-Passagen, bei denen ihr noch ein bisschen mehr Feingefühl braucht. Das sie mir persönlich aber bis zum Schluss meistens ziemlich nervig vorkommen, ob jedenfalls mehr nervig wie positiv. So hun de Flow vom Gameplay zuviel unterbrach, aber waren oft so unübersichtlich, dass ich mal gewünscht hätte, dass sie so Passagen zwar Mannerbuft benutzt hätten, mir du wenn sie de pur besser ausgebaut hätten. Was übrigens am nächsten DLC so der Fall war. Immerhin muss ich aber trotzdem so, dass sie sich beim Leveldesign trotzdem viel mehr gehen hun, wie nach bei Doom 2016 an ein bisschen mehr Aufrüstung geschafft haben. Wen aber auf Story steht, den ist bei Doom Eternal auch nicht auf der falschen Platz. Während am ersten Teil selber auf Story kackt, gibt dann Doom Eternal eine ganz grobe Story zum Doom Slayer. Aber vom Doom Guy zum Doom Slayer. Go! Für was Doom Slayer. Beef mit der Hell an am Himmel hört, just für was Doom Slayer. Eine Raumbasis hört, aber Doom Slayer. Zwischen dem Viergänger und Eternal gemacht wird, bleibt geheim. I don't get it. Zum Fazit kann ich also sagen, dass Doom Eternal seinem Viergänger absolut gerecht wird. Er mit mehr Aufrüstung an den Leveln und am Gameplay Punkte kann. Den Tempo ist noch mehr schnell, aber leider fallen dadurch umso mehr die löst Plattformer-Passagen nervig ab. Das Spiel belohnt Skill auch mehr wie sein Viergänger und gedenkt auch allgemein ein bisschen mehr verlangt, wie nach an Doom 2016. Aber wen mehr über Doom Slayer rausfinden will, oder überhaupt den Hintergrund zu der Story, den könnt auch auf den Kasten, aber ohne, dass ihr mal eine langweilige Story zugeschaut wird. Wir wissen aber natürlich auch, dass nicht jeder von euch um so exzessiv intensiv Gewaltorgie wie Resident Evil 3 stehen kann. Aber für den ist vielleicht ein Spiel wie Final Fantasy 7 oder Pumpkin Jack die beste Alternative. Und du machst auch nicht brutal. So, da kommen wir zu noch einem Spiel, wo das Jahr wegen dem Lockdown nicht an neues falsch gepackt wird. Und das ist Final Fantasy 7 Remake. Wir hatten ein cool falsch geplant, aber du hast den Covid, wie bei so vielen, echt richtig Stressung gemäht. Ich persönlich habe das Original nicht gespielt, aber ich habe mich immens auf den Remake gefreut. Es muss ich so wie es ist. Am Lockdown hatte ich noch genug Zeit, für ihn direkt fertig zu spielen. Die Spieldauer war bei mir ungefähr 30 Stunden, aber ich bin noch eine Person, die sich immens mit Nebenmissionen amüsiert. Die Story kurz und knapp erklärt. Wir spielen hauptsächlich mit Cloud, den von Anfang an Aufträge unhält, für Geld zu verdienen. Ganz schnell wird aber Mitglied von der Rebellengruppe Avalanche. Ihr Hauptmission ist es, Shinra zu vernichten. Der Cloud ist ein Ex-Soldat. Der Tisch hier war ein Langzeitteil von Shinra und dementsprechend weiß hier noch vieles über sie. Der Cloud wird aber nicht nur dummer zu kämpfen, dass ziemlich Südverein direkt bemerkt, was ihn an der Vergangenheit gemäht wird, aber auch hier selber wird viel mit seiner Vergangenheit zu kämpfen.
Mat Avalanche simmer dann oft an de Stiert, am Ënnergrund an de Slums NRW. Wenn net nëmme mam Cloudkampfe wëll, huet dann och d'Chance an engem Gruppekampf tschen de Mitglieder, déi grad im Kampf deelhuelen ze wieselen. De Kampfstil ass eng Mëchung tschen Befehler ginn aller Magie ersetzen, méi de Attacke benutzen, a selber kämpfen, also Komboen ersetzen. Am Menü kann in d'Ausrüstung vun all Mitglied oppassen, wéi zum Beispiel d'Waffen an d'Accessoiren. All Waff an Accessoire, wo e bei se stréet, kann en mat Materia ausrüsten. Déi ginn engem zusätzlech Commands am Kampf a ginn entweder benutzt fir ze heelen oder fir Magie anzusetzen. Wéi schon erwähnt, kann en sech gut mat Niewenmissionioen amüséieren. Verschiedener können noch deelweis mir lang dauern, dem no wohin reese muss. Mir och dat gët am Laf vum Spiel mi einfach. Nun dem sinn eng spezifisch Missionioun erledigt huet, kann en op de Service vun den Schokobos zréckgreifen, déi e ganz schnell vun A op B bringt. An niewen de Niewenmissionioen ginnet och noch die sogenannten Kampfberichte. Déi krit den hauptsächlech vum Chadley. Hier braucht déi Berichter fir seg Forschungen, also kann hien individuell Materia erstellen. Lo kommen schon zu enger Schlussfolgerung vum Spiel. No 30 Spielstonnen, enger guter, mé auch ziemlich trauriger Story, scheine Cutscenes an engem gute Gameplay kann ich definitiv soen, dats mat Spiel richtig gut gefallen huet. Und giwe doch mal net nëmme Final Fantasy Fans empfehlen, méi Süd verrengem, wéi gut Spiel mat enger guter Story wëll spielen. Dëst Spiel ass net während engem Lockdown rauskom, méi et das awer net an eise Folge firkom. Dofir erzielennech eich an dëser Episode e bëssen vun Hyrule Warriors Age of Calamity. Op der Karte gesäit ihn dann noch ganz verschiedene Symboler. Et sie levelen dofir ze kämpfen, dat sind dann Tab-Missionen an Niewenmissionen. Mir dann huet den och Niewenmissionen, ech nennen se einfach mal selwicht, wo ihr Material muss sammle goen, und dofir muss ihn dann e bestimmte Level durchspielen. Heians du huet den aber och Chance an net kann een op e vun de vielen Stall zurückgreifen, wo ich verschiedene Materialien da kaufen kann, die in der nicht muss extra an den Level sicher gehen, wo ihn da muss kämpfen. Neben der Materialsicht kann ihn natürlich sein Charakter an dem seine Waffe stärken oder Waffe verkaufen. Als Charakter hat ihn dann ganz am Anfang die typisch, wo ihr kennt, zur Auswahl. Der Link, selbstverständlich, die Jungversion von Impa, Zelda und Draken. Wéi ein Charakter am Lauf vom Spiel noch dabei kommen, verroten ich aber nicht. Mehr, ich kann aber sagen, mit vielen hatte ich selber mal nicht gerechnet. All Charakter hat seinen eigenen Kampfstil, seine eigene Waffe, seine eigene Spezialattack. Die einen sind mich schnell in der Weh, die anderen mich los. Du musst heute für sich herausfinden, wer deine Mate aussieht. Diesen Teil soll 100 Jahre vor Breath of the Wild spielen. Ewo das Spiel gespielt wird, weiss direkt, wo wir schwätzen. In andere freut sich, was der 400 Jahre soll viel gefallen sein. Mit dieser Story, wie Champions auf die Strecken ausgewählt werden, überhaupt zu Champions gesehen, was mit ihnen passiert oder nicht passiert ist. Wir gesehen, wie die ganzen Hyrule als ein Bandkrut, wie eine Rolle Tigers mitgespielt haben, und mit was Zelda zu kämpfen hat. Also ich weiß nicht, ob es nicht mehr mir so gegangen ist, wie bei diesem Teil kriege ich richtig Breath of the Wild Vibes. Die Weltkarte, Sounds, Krux, das ist einfach genauso wie wir es kennen. Den größten Unterschied ist natürlich der Kampfstil. An den haben viele Leute leider nicht gern. Ich persönlich genieße auch mal ein paar hundert Gegner auf EQ können zu bekämpfen, wie eine ganze Stunde mit einem Umgang zu sehen. So sind noch die Gegner wie Tinoxen und Leunen heu auch ganz schnell besiegt.
Schön ballern, immer drauf, immer weiter. Am Großen und Ganzen sind ich ein riesen Fan von den Hyrule Warriors Spieler und nur noch schon die Viergänger Stunden an Stunden gespielt. Aber wie das den heute eine richtige Story hat, wo richtig zu einem Spiel passt, wusste ich einfach, ich müsste haben. Die Leute, die das Prinzip von Dynasty Warriors schon nicht gerne haben, können noch mit dem heute nicht aufhängen, weil der Stil als ein-zweit selber ist. Wir denken, einem Zelda-Fan gibt diesem Deal aber genauso gut gefallen wie mir. Ja, Pumpkin Jack, mat Kürbiscup asse back. An dommer da leist sech d'Story vum Indie-Spiel Pumpkin Jack gut resümieren. Den Deiwe langweilt sech an der Hell an schickt dafür seg Monsterhoden op Mënscheet lass. Weil de Kinnek vum Mënschereich awer lo Gurke Bocktrop huet, seg Untertane musse no Gluten an Nährwerter ze sortieren, schickt hier selber sein Champion fir do Game ze wirken. An do könnt an als Jack anspiel. Den Deivel hat nämlich seg Seel gefangen, weil en 3-mal vun dem verarscht gouf, selber schuld gingst du so, ne? An proposiert ihm einen Deal. Wann heen de Magier stoppt, dann dir von dat nächst Leben iwwergoen. An so kämpft an sprang der Irsch mat engem simple Kampfsystem an vun einem feige Kur begleet durch charmant designte Levelen mat der gewisse Halloween-Spookiness. Wen nun dëser Platz? Mit das für medieval will jeizen. Oder all Grunde tatsächlich zu machen. Et mir dient Inspiration nun an aber huet den Jackson ganz egen Identität. Dat leidt hier an allem Doruner, dass Kämpfe wesentlich mehr Spaß mischt, viel besser funktioniert und noch am Allgemeinen die ganze Sache sich auch viel besser steuert. Dabei könnt vor allem den Humor nicht zu kurz, wenn der sarkastischen Jack sich über Fetch Quests beschwert oder der Kurb der Aerodynamik von einem Gargoyle unzweifelt. Nieft all dem hat natürlich ein obligatorisch Bossfights aller 3-mal Schluen Façon Mario. An Collectibles, der ja neue Skins besorgen. Immer im der Passage, wo den Jack sich für seine oranger Bier muss trennen, für dann eine kleine Challenge wie ein Memory-Spiel mit References Deluxe, will ich so gesagt haben, oder auch ein Whack-A-Mole zu bestehen. Zu guter Letzt hat auch Passagen, wo da zum Beispiel an einer Minekärchen muss Leben kommen oder Schiff vom Fährmann nicht die Schoppe verlieren. Aufwieslung gibt bei Pumpkin Jack definitiv groß geschrieben. An dabei muss ich den Nicolas Messonnier löwen. Hoffentlich ausgeschwart. Weil den Dude wird das Spiel als Solo-Developer und Liebe gerufen. Et merkt den einfach zu all Moment, dass du viel Leif an Passion zum 3D-Plattformgenre durchfläst, an den Tipp einfach Bock hat, das Spiel zu machen. Das ist vielleicht nicht das längste Spiel. An sicherlich, neben den Collectibles kann ihn sich schon freuen, wie viel Wiederspielwert das Ganze wird. Es ist ein charmant und noch ein Tight Experience, die weiß, wer sie will sein, und noch klar, das meist aus seinen Moyen raushält. Ich so du fir Mul so. Wanderlocht op e gute klengen 3D-Plattformer mat Halloween-Optik a sarkastische Kommentare hut, schwarz neisto Game fir zo ze greifen. Vielleicht kräme joch dann die 3-mal verarscht fir Geschicht vum Deivel an dem Jack. An eier noch so eng kleng perele Schmelung am Rande, mir dat heute wesentlich besser gefallen wie de Medieval Remake. An dat waret er leider auch schon rem vun eis, Dir Damen an Herren, ich hoffe wirklich, dat Ehren Highlight vom Joer dann awer neise Programm gepackt huet. Aber nicht dann hat er Pech. Bitte nicht desabonnieren. Oder hat man vielleicht die Mengen oder andere nach konnten die Entscheidung nicht einfach waren, ob man sich für ein gewisses Spiel zulehnen oder nicht. Wie zum Beispiel Doom Eternal. Oder Resident Evil 3. Aber hauptsächlich Doom Eternal. Natürlich schon auf das Jahr noch wie immer The Games Rewind. Und die könnt auch wie immer für Silvester raus. Aber wir wissen alle gut, dass das Jahr da nichts Besseres zu tun hat. Sur ce, nächstes Jahr kann es nicht mehr besser gehen wie das. Und ich hoffe wirklich, dass wir als gesamte Lachsplay-Equipe erst anderem können die Qualität liefern, für die da ich schlussendlich bezahlt. Meine Mann,
Meinst du wirklich irgendjemand bezahlt für die Scheiße? Ja, mein Herz bluter Schweiß für hey, Nee, die bezahlen nicht für den Dreck. Ich war nicht für nicht. Ja.